Der Lehrkörper, oder besser gesagt die Lehrseele, von der jetzt die Rede ist, der Papa, eine Geschichte von Heinz Weber. Der Papa war unser Mathematiklehrer. Der Papa hieß Papa, weil er für sämtliche Schüler von der 6. bis zu der Abituriente Kinderschön sagt. War mit Papa nichts gelehrt, er war völlig lach. Eine Stunde mit Papa war er reinste Krippe. Wir wussten nicht, auf der Mathematik, Naturkunde auf Melowitsch war. Meistens waren wir nicht so die ganze Stunde, die der Papa arbeitet hat. Für gewöhnlich kommen 4 Stunden zu spät. Dann stand er sich mit einer schweren Schabausfall für die Klasse und fing an. So, Kinder, schön, seid mal ganz ruhig. Ich habe heute was Dringendes zu erledigen. Ich muss mal meine neueste Fälle, da war die Wirtschaft telefonieren hier. Das ist was ganz Wichtiges. Dann schnappte er sich der erstbeste Firmen aus der Bank, wusste Name, wusste der Papa sowieso gehen und sagt, hier hast du meine Schlüsselbund, hier ist mein naturwissenschaftlicher Kabinett und 2. Stock. Weißt du, wo der Knochenkern im Schrank steht? Und dann holst du aus dem Schrank der Breme raus. Hast du mich verstanden? Ja. Ja, dann auf. So, Kinderchen, du seid mal ganz ruhig, da kann ich hier dann aber noch so ein Bremen vorlesen. Der Meier. Der Meier, wer ist denn der Meier? Meier, steh mal auf. Ach, du bist der Meier. Ja, du liest gleich vor, verstanden? Ja. Wo der du mit dem Bremen. Ach, der Kümpe, ja. Wo ist da der Bremen? Herr Doktor, da waren viele Bremen. Ich muss die Welschen. Du bist doch irgendein, ist aber ja Welschen, du lauf. Wer hat das hier wieder dauert, bis der Unterricht mal in Jahren kommt, war Zeit verschwenden. Nach 3 Minuten kommt die Gött und wieder. So, Meier, jetzt setzt du dich hier mit Katheder und liest vor. Schlag den Bremen mal auf. Was denn, Herr Doktor? Was denn, du bist doch noch der Dösker. Weißt doch, ja, irgendwas. So, was hast du denn da? Ein Bison? Ja, dann lies mal vor vom Bison. Alles, was drin steht. Und wenn du fertig bist und ich bin noch nicht mehr hier, dann nimmst du das nächste Vieh. Und immer so weiter, bis dann es stirbt. Verstanden? Und die andere Seite so ruhig, dass man Fleisch an der Wand rausführen kann. Und dann war der Papa fort. Nach ein paar Minuten hielt dann einer von uns auf Young Schliersturm. Die andere machte die Aufgabe für den nächsten Tag und die ganze Klasse mit Bison singt. Am Ende vom Tertial wurde der Papa eins. So, jetzt wollen wir mal zusammen überlegen, was ich euch für Nötschaftzeichen schreibe. Dann setzte er sich auf die Katheder, nahm die Klasse hoch, wo all die Namen von seinen Kindern drin standen, und fing an zu fragen. Adler? Wer ist Adler? Adler, steh mal auf. Du bist der Adler. Du bist keine Adler, du bist eine ganz über Krähe. Stell dir mal ab. Sag mal, Adler, ich meine, ich hätte schon mal an der Agneskirche gesehen. Kann das stimmen, wo wohnst du, Adler? Auf der Neuesten Straße. Der Neuesten Straße. So, ja, ich meine, du hättest im Unterricht also mal eine vernünftige Antwort gegeben. Kann das stimmen? Ja. Ja, was soll ich dir denn schreiben, Adler? Ich will doch mal was sagen. Ich schreibe dir Mathematik und Naturkunde gut. Bist du zufrieden? Ja. Ja, das kannst du auch. So, das hat ja schnell hier. Wie kommt denn jetzt Asman, wer ist ja nicht Asman, der Kirche, oh ja, der Asman, steh mal auf! Du bist der Asman, wo wohnst du, der Asman? In Nippes. In Nippes? Ja, da wollte ich ja auf. Ja, dann müsste ich dich doch eigentlich kennen. Siehst du, Asman, wenn ich dich nun ja nicht kenne, kannst du auch nichts können. Du bist mir aber auch noch nicht unangenehm aufgefallen. Asman, ich würde noch was sagen, ich schreibe dir genügend in beide Fächer. Einverstanden? Du, ich würde dir noch was sagen. Warm Strom, das klingt viel besser. Kalt Wasser. Die schreibe ich in beide Fächer sehr gut. Erstens ganz hart
zweitens, kannst du nicht gut bleiben. Drittens wegen deinem lustigen Namen und viertens wegen deinem komischen Kopf. Nee, wir müssen auch eine mit Serienhut haben, sonst denkt der Direktor, was schlechte Klasse, wolltest du reklamieren? Udelhofer, wer ist denn eigentlich Udelhofer? Ich bin immer in der Parallelklasse, wisst ihr hier? Udelhofer, stehe ich, fallen Sie mal auf! Ach, da ist sie ja. Ja, meinetwegen. Ja. Was soll ich dir denn schreiben, Udelhöfchen? Gut, Herr Doktor. Oder was für Knatsch, ich kann dir doch nicht mehr, so mehr nichts dir nicht gut schreiben. Wieso kannst du denn Pato gut haben? Ich habe alle Arbeit gut geschrieben. Aber da willst du Nase, weil so ein Zeug ist gut, habe ich jetzt das Udelhofer. Jetzt hör mal gut zu. Deine Vorgänger im Alphabet, Grieche Mathematik, mangelhaft. Da kann ich dir doch nicht gut schreiben, das ist doch keine Überjagd. So eine Direktor, und dann Innovative. Klasse. Ja, man muss die Nötchen immer elegant und flüssig schreiben, immer wieder ein bisschen ausgleicht. Da musst du einsehen, oder? Da bist du eben für dies tertiale Ausgleich auf. Und mach kein Gedöns, du kriegst ja nötig, basta. So ziemlich am Schluss kommt der Name Weber. Sag mal, Weber, wo wohnst du denn? Am Leichstapel. Am Leichstapel, wo ist denn die Straße? Das ist ja noch nie gehört. Da unten am Rhein, am Hafen. Aber Hafen, in der fiese Gegend, wo wohnst du? Du direkt am Wasser. Sag mal, Weber, was habt ihr denn im Ohr? Was hast du gemacht? War doch im Keller? Oh ja, so ja im Haus. So ja im Haus. Bist du denn noch in die Schule gekommen? Oh ja. Ja, das hätte ich nicht getan. Ich hätte geschwänzt. Wie bist du denn in die Schule gekommen? Ich bin mit Nachbarn gefahren. Mit Nachbarn gefahren? Das war nicht gefährlich. So ein kleiner Kerl schon ist mit Nachbarn gefahren. Mit Hochwasser. Sieh mal, der andere Hochwassermenschen. Hat der Mutter denn keine Angst, ja? Hey, doch. Sag mal Hochwasser, Menschen. Ich schreib dir bei den Fächern gut, armer Kerl, einverstanden? Ja, du kannst von mir Juden erleben, denn mir fehlt hier Hochwasser. Das war der Papa. Der Original, den man nicht mehr findet. Der Papa ist tot. Wann und wo und wie der Papa gestorben ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er sich nicht kaputt gearbeitet hat.